Hey ho, hey ho. So, ich hoffe, ihr habt alle eine grimmige Adventszeit und bald ist es soweit. 14 verkackte Tage noch. Dann ist Weihnachten. Und ja, ich befinde mich mitten in der Road to Alpha. Hat jetzt eine Zeit lang nichts gegeben, weil ich die letzten 2 Tage einfach nicht gescheit dazugekommen bin. Davor haben wir aber einiges gemacht. Und ja, ich fange jetzt einfach mal das an zum Erklären und hoffe, dass das so schnell geht wie möglich. Ich versuche in den nächsten 14 Tagen immer öfter kleine Videos zu bringen mit den kleinen Änderungen. Es wird nicht mehr massiv was ins Spiel eingebaut, also irgendwelche wirklich massiven Spielinstrumente und Werkzeuge und Funktionen, sondern alles, was noch so wichtig ist, dass am Start einfach nichts fackelt. Oder so wenig wie möglich fackelt. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Man sagt, optisch ändert sich nicht recht viel. Ich weiß, glaube ich, im Vergleich zu vorher, nice ist zum Beispiel die XP-Anzeige da herum, die sich ebenfalls automatisch aktualisiert und so weiter. Allerdings die Anzeige von den 3 statischen Grundressourcen wie Energie, Munition und XP werden sie in den nächsten 2 Wochen nochmal grundlegend ändern, weil es da offensichtlich, und ich habe mit der Bahn dann Leute noch geschmerzt, Verständnisprobleme gibt, weil sie diese Rohstoffe einfach anders verhalten wie die 3 Grundrohstoffe, wo ich eine ganz normale Kapazität habe und dann entweder Rohstoffe auf Lager habe und die Verbrauch und nicht einen dauerhaften Verbrauch habe, der sich nicht ändert. Lange Rede, kurzer Sinn, das soll sich aber von selber erklären und deswegen muss ich das einfach ein bisschen anders darstellen. Und ja, wo sind wir zum Beispiel? Weil wir gerade bei Erklärung sind. Was habe ich eingebaut? Ich habe einmal in Videos vorher, da habe ich mir hergezeigt, dass da herum so ein kleines Fragezeichen ist. Und dass es da Beschreibungstexte gibt, die noch relativ mausern. Der einfach, das Hauptquartier ist das Herz deiner Kolonie. Ja, da gibt es auch noch nicht recht viel dazu zum Song. Außer die Erklärung zum Beispiel Reduktion sämtlicher Gebäudebauzeiten, bla bla bla. Aber, wo das schon viel, viel wichtiger ist, beispielsweise, gehen wir mal in die Rohstofffabrik und dann gehe ich da auf das Fragezeichen und dann klappt da gleich ein viel, viel längerer Text auf. Ich bin ein sehr schlechter Schreiber. Massiv schlecht. Das in einer Erklärung zu verfassen, die auch noch textlich einigermaßen nett geschrieben ist. So von wegen, ja, meine Harvester sind technisch so bla 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 und nicht einfach nur blöd hingeschrieben, meine Harvester machen in der Stunde das. Punkt. Weil Grund aus Gründen. Blub. Fertig. Ja. Und es ist ja so, wenn die Leute das Video nicht anschauen und nicht alles gesehen haben, wo ich erkläre, wie das Gebäude funktioniert, was kann und so weiter, dann erklärt sie nicht von selber, wie das genau funktioniert mit den Harvester. Das heißt, wie viele Harvester stecke ich da und da rein? Ja, was bringt man das? Hä? Keine Ahnung. Und darum gibt es dieses kleine Fragezeichen darum, wo es einfach erklärt wird. Wie das auch funktioniert mit pro Stunde. Das mag für die meisten, die Computerspiele spielen und ein bisschen ein Verständnis dafür haben, schon mit Browser-Games gespielt haben, sowieso, ganz stinknormal sei und nichts Besonderes sei, dass sie diese Rohstoffgenerierung einfach pro Stunde einfach oder jede Sekunde Rohstoffe generiert, die dann mir zur Verfügung stehen. Und das auch über Nacht. Und das auch, wenn ich nicht eingeloggt bin und nicht davor sitze. Ja, aber Leute, die das zur Gaudi einmal ausprobieren wollen, aber jetzt nicht so die Hardcore-Zocker sind, die haben keine Ahnung. Die wissen das nicht. Und das muss denen halt irgendwie erklärt werden. Und das versuche ich mit diesen Beschreibungstexten. Genau. Ja. Zumindest einmal im ersten Schritt. Später wird das mit so einer Einführungsquest-Reihe passieren. Die einfach langsam dahin führt, bis du so die Grundelemente vom Spiel verstanden hast und du dann selbstständig weitermachen kannst. Ja, dann ist in dem Gebäude zum Beispiel auch beschrieben, was der mobile Rohstoffextraktor kann. Und dass der da überhaupt mal erwähnt wird. Weil, wie soll ich sagen, wenn du den in der hast, dann erscheint der da auch nicht. Dann weißt du von Anfang an gar nicht, dass der später irgendwann mal existiert. Deswegen steht es da auch herin, dass der im Textcenter erforscht werden muss, dass dann auf der Karte die Rohstoffe sind, was die überhaupt für einen Sinn haben und dass es einfach abgefahren werden kann. Und ganz zum Schluss, das steht wahrscheinlich fast bei jedem Gebäude dort, dass man durch Technologien, dass man durch Technologien einfach die Sachen manipulieren kann und verbessern kann. Das heißt, wie viel Rohstoffe, dass der Harvester pro Stunde abbaut, einer. Oder dass man einen mobilen Extraktor deutlich beschleunigen kann. Und lauter solche Geschichten. Ja, das habe ich jetzt da einmal gemacht. Und im Lager habe ich das einmal gemacht. Steht auch einiges an Text drin. So, und wer das jetzt einigermaßen schon verfolgt hat, merkt gleich,
Erstens, wer genau hinschaut und das merkt, da ist ein blauer Balken von mir drunter und das ist nicht mehr runter und so. Hä, warum? Blenden wir mal die Seite an. Kapazität, Versteck, XYZ, bla, 50%. Erkläre ich gleich. Und was das Lager grundsätzlich so kann. Gut, beim Lager muss man jetzt nicht recht viel erklären, da passen einfach meine Rohstoffe rein. Und das hat eine maximale Kapazität, fertig erklärt. Das muss ich nicht einmal meiner Mom erzählen, die noch nie in ihrem Leben ein Computerspiel erzählt hat, was ein Lager kann. Aber was jetzt neu ist, und das habe ich nicht einmal in anderen Videos angekündigt, ist ja noch nicht ganz fertig, aber es ist angedacht und es ist auch der letzte Punkt, bevor das Spiel ankommt, was als doch noch als, so kann man es schon sagen, Funktion noch mit reinkommt. Und zwar Silos, in Klammern als Versteck. Ja, was ist das? Was hat es für einen Sinn? So, wir stellen uns vor, wir starten mit 20 Leuten am Weihnachten, lassen wir 5 Leute sein, wollen wir mal gediegen bleiben. Ich, ein, 2 Freunde und 5 Leute, die sich das, oder 10 Leute, die sich das vielleicht in YouTube verfolgen und da auch Bock drauf haben und das gleich ausprobieren von Anfang an. Starten wir alle gleichzeitig. Wenn wir uns jetzt allesamt einigermaßen gleich intelligent anstellen, aber doch der eine vielleicht einmal um 10 Minuten schneller ist wie der andere. Und jeder, der einigermaßen Ahnung hat, kann sich denken, dass der sinnvollste Weg ist, so schnell wie möglich eine Kaserne zu bauen. Warum? Ich hoffe, das muss ich einfach nicht erklären, wenn Leute da haben und Computer spielen, weil ich dann einfach Truppen bauen kann und meine Nachbarn angreifen kann und klaut denen mit Rohstoffe. So, ja, da sind wir aber auch schon weit an der ganzen Problematik, denn ich komme da dagegen, wenn ich keine Kaserne habe. 0 wehren. 0. Und was passiert jetzt, wenn ich von jemandem 3, 4, 5 Felder entfernt bin und der hat vor mir seinen ersten Space Marine, greift mich an, klaut mir die Rohstoffe und fährt wieder heim. Kommt sofort wieder, greift mich an, klaut mir Rohstoffe, fährt heim. Und baut sich dann seinen zweiten Space Marine, währenddessen ich keine Rohstoffe mehr habe. Und das macht er immer und immer wieder und immer wieder und immer wieder und die ganze Zeit wieder. Ja, dann steckt der eine tief in der Scheiße und der andere hat quasi eine zusätzliche Rohstoffproduktion. So, ich kann aber auch nicht hergehen, wenn ich zum Beispiel, ich habe 200 Titan auf Lager, ich brauche aber 250 um mir eine Kaserne zu bauen oder 300 oder was auch immer und der klaut mir ständig die Rohstoffe weg. Was tue ich dann? Dann kann ich nicht einfach irgendein anderes Gebäude ausbauen, weil dann klaut das mir ja trotzdem. Ich habe ja kein Versteck, ich kann mir ja nicht wehren und gar nichts. So, und jetzt kommen die Silos ins Spiel. Es gibt, ohne dass man selber was tun muss, und das versuche ich in dem Text daherin wieder zu erklären, diese Silos, die bauen sie automatisch wie das Rohstofflager parallel mit jeder Stufe aus und wachsen mit. Und der Startwert ist 50% von der Lagerkapazität. Das sind jetzt in dem Fall 6107 Titanlagerkapazität habe ich da. Und mein Silo ist 50% so groß. In einem Moment, wo ich angegriffen wird, kann man, in kurz und knapp erklärt, mein Gegner nur das klauen, was nicht ins Silo einpasst. Ohne, dass ich manuell irgendwas dafür tun muss. Ohne, ja, in dem Moment, wo der Angriff kommt, können wir da mit dem Mauszeiger mal drüber gehen. 3053, beziehungsweise man sagt, da ist eine Kommazahl noch drin, es ist halt noch nicht fertig, das muss noch richtig gerundet werden und so weiter. Han 3054 Rohstoffe, beziehungsweise 3053 Rohstoffe durch mein Versteck geschützt. Die kann er mir nicht klauen und wenn er sie aufhängt. Was verhindert das? Wie ich es vorher schon erklärt habe, dass er mir in einer Tour das Rohstofflager ausrammt. Ja. So. Ob 50% der richtige Wert ist, der richtig ausbalancierte Wert ist, so dass die jemand nicht dauerhaft angreifen kann und die sozusagen einsperrt, ohne dass die du wehren kannst und mit den anderen Rohstoffen, ja, was zu deiner Abwehr aufbaust. Nebenbei, damit ihm irgendwann die Lust vergeht. Nach 10 Mal angreifen und er kriegt keine Beute nicht, ja, fuck, dann schicke ich mein Ding irgendwann woanders hin. Dann hast du die Möglichkeit, ja, deine Verteidigung aufzubauen. Das ist gar nicht so einfach. Ich hoffe, dass das einigermaßen hingeht. Eventuell, wenn alle Stricke reißen, dann baue ich einen Timer ein, wie oft dass man eine Kolonie hintereinander angreifen kann. Dass man immer eine Stunde dazwischen lassen muss oder wie auch immer. Gibt's noch nicht, kommt aber. So, und wie gesagt, ja, die Silos sind noch nicht fertig programmiert. Da kommt eine eigene Ansicht, ein eigener Tab, um die Silos zu erklären, weil ich glaube einfach, dieser blaue Balken da unten, der mir sagt, okay,
alles was über den Strich da hinausgeht, ist ungeschützt. Ich glaube, das Rallen fühle einfach wieder nicht ganz so wie, was ist jetzt ungeschützt und was nicht. Und deswegen bauen wir da noch einen extrigen Top her, wo dann auch wieder so Balken da sind. Eventuell, das weiß ich noch nicht ganz, wie das ausschauen kann. Und dann steht einfach klipp und klar dort, bei einem Angriff sind 100% meiner Rohstoffe geschützt oder so und so viel sind ungeschützt. In dem Fall warten wir jetzt bei mir, ich habe 6107 Titan auf Lager, ich kann aber bloß 3054 verstecken, also genau die Hälfte, beziehungsweise 3053,5. Somit kann man mein Gegner in dem Moment, jetzt gerade, wenn der Angriff angekommen hat, kann man maximal 3053 Rohstoffe stehen. Alles, was darüber hinausgeht, ist im Silo automatisch versteckt und fertig. Ich habe da sogar ein Beispiel dazu geschrieben. Ja, und so geht das Stückel für Stückel durch für jedes Gebäude. Einfach zum Erklären, wie es funktioniert, darauf hinweisen, dass da Technologien vorhanden sind und. So, das war mal das erste. Das zweite, was war das zweite? Wo habe ich noch umeinander gewerkelt? Ja, viel technisches Blabla. Viele Sachen, die sie im Hintergrund überprüfen, zum Beispiel ist ein Gebäudeausbau fertig. Ja, dann schließe ich ihn ab. Diese Überprüfung ist manchmal aus einem bestimmten Grund doppelt. Ja, wie soll ich sagen? Doppelt ausgeführt worden. Habe ich eine Sperre eingebaut, soll mittlerweile funktionieren. Was haben wir noch? Ja, die Registrierung funktioniert, das ist mir eigentlich das Allerwichtigste. Ich habe meine Funktion doch noch fertig gekriegt, die automatisch und zufällig eine Kolonie am Startplaneten auswählt, einen Umkreis berechnet und dich auf eine freie Fläche platziert. Dann werden alle nötigen Datenbank-Einträge im Hintergrund geschaffen für einen Spieler, der sie aktiviert. Also quasi, der sie registriert und dann in der Aktivierungs-E-Mail eingibt, den Link klickt quasi, so wie es in jedem anderen Spiel oder bei jeder anderen Registrierung eigentlich auch der Fall ist. Ja, und dann wirst du automatisch platziert. Ich habe es auch schon getestet und ich habe auch einen dritten Spieler da herin. Die Gummiente, der kurz einmal ein bisschen umeinander gebaut hat und der hat sich registriert, selbstständig gebaut. Funktioniert alles wunderbar. So, ja, wenn wir sehen, Stranglisten funktioniert auch. Super toll. Ich selbst werde blau hinterlegt. Habe 631 Punkte, Glenadel hat 443, die Gummiente hat 31. Ja, der spielt auch nicht mehr weiter dabei. Und den lösche ich noch halt auch wieder. Ja, und wer jetzt genau hinschaut, fällt vielleicht Folgendes auf. Ich habe 2 Kolonien. Ja, ich habe getestet. Und zwar, wenn man es da auch schon sagt, haben bei mir 2 Kolonien umrundet. Ich habe mir mal erlaubt, mir eine zweite Kolonie zu bauen und zu schauen, ob ich alles richtig programmiert habe, dass alles funktioniert und passt. Man kann selbstständig noch keine zweite gründen, aber ich kann ja theoretisch cheaten. Ja, schaut folgendermaßen aus. Es funktioniert einwandfrei. Ich habe meine zweite Todeskolonie und birgste Todeskolonie, wie man schon sagt. Ich habe schon angefangen, das zu bauen, dass man da hin und her schalten kann. Es zentriert mir automatisch meine zweite Kolonie in der Mitte herin. Und wenn ich reingehe, habe ich da meine Kolonie mit den Gebäuden da. Schalte auf meine Hauptkolonie um. Schaut es folgendermaßen aus. Alle Rohstoffe aktualisieren sich automatisch. Die Rohstoffgenerierung funktioniert und so weiter. Ja, ich war begeistert. Selbst. Ja, die Gebäude haben eigene Stufen, haben eigene Generierungen und lauter so Gedöns. Es funktioniert fast einwandfrei. Es gibt ein paar so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich meine zweite Kolonie aktiviert habe, dann glaube ich, selbst das funktioniert, dass er erkennt, dass ich keinen Extraktor habe. Da hat es irgendwo einmal einen kleinen Anzeigefehler gegeben, den weiß ich nicht, ob ich den schon behoben habe. Ja, das wird auch noch ausgiebig getestet und ich glaube, dass wenn die ersten Leute, wenn jetzt am Weihnachten Mittag irgendwann die Alpha startet, und das werde ich noch genau ankündigen, mittlerweile haben wir sogar auch eine Namensänderung im Spiel, ankündigen, da brauche ich noch eine Domain, da muss noch kurz umziehen, das soll aber kein Stress sein. Dann teste ich das noch ausgiebig und ich glaube, wenn die ersten da ankommen, die Gebäude soweit haben und die Technologien soweit haben und so weiter, dass es möglich ist für sie ein Kolonialschiff halt zum Bauen und eine zweite Kolonie zum Bauen, dass ich mit der Programmierung so weit bin, dass das dann auch funktioniert. Und ab dem Zeitpunkt hat das Spiel kein Ende mehr. Du kannst das nicht mehr zu Ende spielen. Du kannst so viele Kolonien gründen, bis du grün wirst.
Ja, und dann kommt Stückel für Stückel nach und nach, kommt Patch für Patch, nennen wir es mal so. Und es wird ausgebaut. Was kommt? Raketenummernballerei auf die Extraktoren. Dann werde ich wahrscheinlich parallel dazu relativ zügig anfangen mit den Gebäudebeutel. Gebäudebeutel sollen mitwachsen, 30 Stufen lang. Wahrscheinlich nicht Stufe für Stufe, das war ein bisschen zu krass an Bildmaterial, was ich da basteln muss. Das ist wahrscheinlich in diesem Grafikstil auch fast unmöglich für eine Person allein. Da brauche ich keine Ahnung, Tausende von Battle, ja, oder Hunderte von Battle im ersten Schritt. Und das war ein bisschen krass. Aber die sollen alle 2 Stufen, alle 3 Stufen sollen die Häuser größer werden. Und nicht bloß von der Grafik her quasi skalieren, größer werden, sondern sie sollen sich auch ändern. Dass dann deutlich mehr Details dazu kommen und so weiter. So sägst du deine Kolonie von Anfang an, vom ersten bis zum letzten Gebäude, bis zur letzten Stufen, einfach größer werden und wachsen. Und jede Kolonie wird so individuell. Ja, ich hoffe, dass ich das einigermaßen hinkriege und dass einfach zum Alpha-Tag nicht zu krass viele Fälle kommen. Dass ich überhaupt zu gar nichts mehr komme und vielleicht liegt sogar das Spiel, man weiß es nicht. Ich mag nichts versprechen, ich habe mir echt Mühe gegeben. Viel ausprobiert. Natürlich gibt es kleine Fehler und so weiter und einfach Kleinigkeiten, die noch nicht funktionieren. Aber da werde ich noch eine ausführliche Nachricht schreiben und die kriegt auch jeder, wenn er sich registriert. Ich habe auch noch keinen Admin-Bereich für mich selber, wo ich einfach mehr auf die schnelle News schreiben kann, bekannte Fälle bekannt geben kann, einfach mal an alle Spieler, die da sind, eine Nachricht schicken kann mit Infos drin, damit jeder Bescheid weiß, wenn irgendwas kaputt ist oder so, dass ich das einfach mitkriege und ja, dass ich mich einfach mit euch unterhalten kann, währenddessen das Spiel da ist. Und es ist ein Fehlermeldesystem, ein kleines, wo man jeder, das ist so ein kleiner Knopf, da könnt ihr dann quasi draufdrücken, das ist nichts anderes wie ein Nachrichtensystem, schreibt ein bisschen einen Text rein, was euch aufgefallen ist oder was tatsächlich kaputt ist oder was einen Fehler verursacht und so weiter. Die Sachen werden alle noch kommen. Ja, in den nächsten 14 Tagen, ich habe noch 2 Wochen Zeit und ich bin ja eigentlich schon weiter, als ich das eigentlich vorgehabt habe zur Alpha. Bloß mehr die halt euch auch, wie soll ich sagen, so viel Unterhaltung und so viel Umfang, wie es mir momentan bis dahin noch möglich ist, liefern, wie es irgendwie geht. Und es gibt nichts Schlimmes wie Play on a Patch Day oder Play on a Release Day, weil wenn dann irgendwas abkackt. Ich kenne es von mir selber, ich bin dann der Erste, der dem Entwickler eine ins Gesicht hauen darf. Und ja, es war ganz nett, wenn es mir nicht ins Gesicht hauen darf. Ich tue mein Bestes, meine Damen und Herren. So. Ja, ein kurzes Video ist wieder nicht geworden. Was rede ich eigentlich jedes Mal? Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen, fürs Verfolgen, vor allem für eine Likes. Im letzten Video hat es ja für jeden Klick fast von meinen Abonnenten ein Like dazu gegeben. Finde ich echt cool. Vielen Dank. Sau geil. Schauen wir mal, was draus wird. Weihnachten, Mittag rum, lasst man mal so stehen. Zur Namensänderung sage ich mal noch nichts. Kommt in den nächsten Videos irgendwann kurz davor, wenn ich es dann ankündige. Und ja, ich hoffe, euch hat es getaugt. Mich interessiert natürlich wieder, was davon haltet. Ich freue mich über jeden Like. Verzählt es langsam eine Kumpels weiter, die sich für sowas interessieren könnten. Denkt einfach selber oder ja, was heißt selber Dinge. Müsst ihr eigentlich gar nicht recht viel, weil das Spiel umso mehr Spaß macht, umso mehr Leute das da sind. Weil, was hilft mir, wenn sie 5 Leute gegenseitig nutzen und es könnten aber 10 sein. Oder 15. Oder 20. Oder 100. Und ja, dann hoffen wir, passt alles soweit. Ich sage vielen herzlichen Dank, wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne restliche Woche und ich melde mich wahrscheinlich zum Wochenende wieder. Bis die Tage. Wiederschauen, reingehauen. Servus.